Leeft Membren, leeft Kollegen afren. Los kommen wir aus dem Lockdown raus. Hoffnung möchte spreet, dass wir die Situation einfach in den Griff kriegen. An oft Gespräche zwischen Kollegen und Freunden drehen nicht mehr um die Corona. Wenn wir die Relance Ökonomie hinkriegen, wären wir dann auf der gewonnenen Seite, haben wir da gepackt. Wir mengen als Mouvement Ökologique klar, nein. Für allem zwei Gründe wollen wir aufhören. Einerseits, weil wenn wir zu gut an unsere Länder die Corona an den Griff kriegen, das aber eine gewisse Symptombekämpfung ist. Weil Gründe, die ja erwiesenermaßen zu so Pandemien feiern, zumindest mit dazu beitragen, haben wir nicht am Griff, geben wir einmal Black nicht an. Zerstörung von Lebensräumen, die wir mehr Not zusammenregeln, von Mensch und Wildtier, sind maßgeblich mit entscheidend, dass so Pandemien können entstehen. Wir gehen das nicht an. Die Wissenschaftler sind sich eins. Wenn wir das nicht endlich an den Griff kriegen, dann steht die nächste Pandemie am Raum. Wir führen allem der Zweite. Gerade Leute aus den Ländern vom Norden, die schon in der Klimakrise immens leiden, die für alle mir verursacht haben, sind auch nur noch besonders dramatisch betroffen vom Corona. Ein schönes Beispiel. Es wird gesagt, dass in Bangladesch 4 Millionen Leute hier Arbeit verloren hätten an Textilfabriken, weil man da gezeigt hat, dass die Leute zu einem guten Teil aus Städten probieren, ob hier die zurückzugehen. Dass sie da aber nicht mehr Land haben, wo sie ihr Lebensmittel können selber aufbauen, weil das Land ganz oft Multinationalen gehört, die für Eis produzieren. Und die Leute stehen dafür nicht. Auch die soziale Rückversicherung, zum Teil drohen zu Hungersnot. Von der Problematik vom Gesundheitssystem, von der Möglichkeit für da an den Ländern Social Distancing hinzukriegen, an der dramatischen Not nicht zu schwätzen. Gemäß einer Analyse von der UN könnten am Laufe des nächsten halben Jahres 1,2 Millionen Kinder, wenn es den direkten oder indirekten Reperkussionen vom Corona sterben. Diese Situation ist unerträglich. Covid muss wirklich dazu führen, dass wir einen anderen Blick auf die Auswirkungen von unserem Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell auf die Leute vom Süden kriegen. Und vor allem bei uns ganz vieles ernst machen. Die massive Zerstörung von Lebensräumen am Norden von dieser Welt durch den Umbau von Soja für unseren Hunger nach Fleisch. Oder den Umbau von Palmöl, wenn es unserem Energiehunger. Die Ausbeutung von Leuten zum Beispiel an der Kleiderproduktion, für das wir Almonen Getreide kaufen können. Oder sogar so banale Beispiele wie die Pestizidenersatz für die Produktion von unseren Schnittblumen. Diese Situation ist mehr wie nicht mehr haltbar. Nicht aus Gerechtigkeits-, nicht aus Menschenrechts- und nicht aus ökologischer Sicht. Und so schlägt die ganze Irrsinn ja auch nach desto mehr auf uns zurück, wie die Corona-Krise weiß, wie aber auch die vielen Flüchtlinge weisen, die wir haben, an die noch viel mehr Flüchtlinge, mit denen zu rechnen ist, wenn Klimaveränderungen so weitergehen. Dafür fangen wir das bewusst migriert mit dem globalen Kontext an. Wir kriegen viele Mails von Kollegen aus unserem Bündnis, von Friends of the Earth, von internationalen Partnerorganisationen. Immer mehr Leute stehen auf, an einer weltweiten Solidarität, an teilweise natürlich ganz problematische Bedingungen, für ein Wirsel von diesem System anzuklären. Und wir müssen als Lützeburg das weltweite Bemühungen unterstützen, mit all den Mitteln, die wir haben, als Land, und als Zivilgesellschaft und als Einzelnen. Nach dem schimmenhaftigen Wort vom CETA, den Accord zwischen Kanada und Europa, der Covid-Zeiten, wo die Chambre décidiert hat, ja zu sagen, muss Lützeburg ein klares Signal sagen, und zum Beispiel sagen, Nein zu Mercosur. Das ist Freihandelsaccord mit südamerikanischen Staaten, unter anderem mit einem Bolsonaro, dem brasilianischen Trump, der am Gang ist, den Amazonas aufzufeiern. Das holländische Parlament hat zum Beispiel schon ein Wort geholt und gesagt, Mercosur könnte man da nicht davor. Wir werden als Mouvement Ökologique der Stopp TTIP als CETA-Plattform vorschlagen, dass wir auch als Regierung an als Chambre auffordern zu sagen, wir sollen schon Nein zu so einem abersinnischen Freihandelsakcord. Wir brechen die Logik von den Freihandelsakkorden, wie sie sind, dominiert von neoliberalen Gedankengut, und wir holen noch die bestehenden Freihandelsakkorden auf die Liste. Wir müssen uns aber auch so als Lützeburg nach viel mehr wie bisher ersetzen, anderen internationale Gremien ersetzen für Reformen.
Engagement muss man hunn fir Green New Deal vun der Europäischer Kommission, die den Numm auch wirklich verdingt. Ein Importverbot vu Produkten, die ënnert ekologischer sozial net mit zulässige Bedingungen hergestalt gin, Entscheidungen gegen die unsäglich langen Lieferketten, eine Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik am Interesse vom Bauern an der Umwelt, eine Steuer Sojaimport auf vieles mehr. Lützeburg muss sich aber auch darüber hinaus nach ersetzen für den Schuldenerlass von den Ländern vom Norden. Der deutsche Entwicklungsminister hat an dem Kontext ein ganz erschreckend gesagt. All Jahr gehen, halte ich schon, 2000 Milliarden Euro an die Rüstungsindustrie gestach. Aber da müsste es auch möglich sein, einen Schuldenerlass für die Länder vom Norden zu dezidieren, die nur noch desto mehr unter der Corona-Krise leiden, die sonst nicht mehr rauskommen können. Lützeburg muss durch eine viel mitreibende Stimme gehen für Reformen. Wir immer dann, wenn wir selber zu Lützeburg aktiv gehen, müssen wir das aber auch viel mehr konsequent machen. Ich will ein Beispiel, was die Lieferkette betrifft, an die Landwirtschaftspolitik. Lützeburg muss nesoen zu der Joghurtfabrik Fage zu Beeteburg. Griechischen Joghurt, gebärt zu Lützeburg, mit Pudermilch von weltweit, war möglich auch Plastik mit Aluminiumsdeckel verpackt, die von Gott weiß wo kommen, und anderem die ganze Produkt zurück auf den Weltmarkt gehalten. Das ist ein Irrsinn sondergleichen, aus ökologischer, aus sozialer Sicht. Lützeburg muss nie so zu Fage, und dann muss noch klar sagen, wir wollen die Doten, Globalisierungs- und Landwirtschaftspolitik nicht mehr, wir lassen das nicht so. So ein klares Signal muss als Regierung geben. All unsere Bemühungen für mehr nachhaltig Lützeburg müssen mit einem konsequenten Ansatz für eine gerechte Weltmarkt verbunden sein. Und das übrigens nicht nur, weil wir einer der reichsten Länder weltweit sind, und das dafür desto besser machbar ist, aber auch, weil wir mit den Ländern sind, die mit die höchsten CO2-Emissionen weltweit hat, und weil wir das Land sind, das als zweit weltweit no Katar schon am Februar den Weltoverschuss erreicht hat, also den Tag, wo wir die Reserven von der Natur, die uns zu gut stehen, verbraucht haben. Il faut le faire. Am Februar haben wir abgebraucht, was uns zu gut steht. Dann kann es so nicht weitergehen. Da kommt ich aber nur auf Lützeburg selber, die Relance économique. Für ganz klar zu sagen, natürlich müssen mittelständische Betriebe, Restaurants, geholfen kriegen, für die Value sicherzustellen. Und natürlich sie für allem auch Maßnahmen für die Leute zu schaffen, nötig auch für Arbeitsplätze zu erhalten. Ganz klar. Aber gerade so klar ist aber auch, einzelne One-Shot-Maßnahmen können wohl kurzfristig an einem begrenzten Ausmaß sinnvoll sein. Aber sie sind nicht der Wahrheit letzter Schluss. Ich muss auf dieser Platz nicht mehr wiederholen, unser Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell ist nicht zukunftsfähig. Und das kriegt durch Einzelsubsidien und Einzelhilfen nicht ersetzt. Eden für die Relance économique müssen dafür an Eisen ganz klar auch helfen, den so dringenden nötigen Systemwechsel an die Wege zu leiten, aus ökologischer und auch aus sozialer Sicht. Ich will hier ein Rezept markant aus vom Silver Hoffmann holen, den Direktor von der Arbeiterkammer. Hier sagt, am Kader von einer Steuerreform, hier sagt, wir brauchen eine fundamentale Steuerreform. Und wird das illustriert in einem Beispiel. Op 50.000 Euro Revenu bezielt den 3,5 Mal mehr Steuern, wie wenn das Einkommen hat, über Kapital. Das heißt, Arbeit wird definitiv wesentlich mehr besteuert wie Kapital. Das ist keine Steuergerechtigkeit. Am Umweltbereich ist es selbst. Wir sind absolut schlusslich EU-weit, was Steuern und Umweltverbrauch betrifft. Andere Länder haben eine CO2-Steuer oder eine Steuer oder Pestizidverbrauch. Mehr nicht. Dafür, dass ihr noch mehr hohe Subsidien für den Kauf von einem Velo kriegt, kann ihr schöner gut finden. Oder mehr finanzielle Hilfe bei der Renovation von Häusern. Aber diese Subsidien ersetzen nicht strukturelle Reformen. Solange als Energiepreise so lächerlich niedrig sind, aber wenn das Covid auch noch immer mehr niedrig sind, werden wir keinen Durchbruch kriegen bei der Renovation von den Häusern. Also solange es nicht endlich Straßen gibt, wo man mit dem Velo fahren kann ohne Angst, helfen die Subsidien auch nicht alles. Wir brauchen sicher Velosphäre. Wir brauchen neue Akzente. Wir gehen mit der Relance économique nämlich auch Gelder von den nächsten Generationen aus.
Und auch dafür sollen sie nicht nur kurzfristig wirken, mit zur Umgestaltung von unserem System am Interesse von einer zukunftsfähigen Gesellschaft an einem zukunftsfähigen Wirtschaftsmodell stehen. Ein Wirtschaftsmodell, das nicht im Wurstem abbaut, ein Sozialsystem, dem seine Finanzierung nicht von diesem Wurstem aufhängig ist, eine wirklich ökologisch und sozial gerechte Steuerreform, eine CO2-Steuer, wo sozial ausgeglichen wird, eine grundlegende Reform von der Landwirtschaftspolitik am Interesse von der Bauern und von der Umwelt, endlichen massiven Ausbau von der Velosphäre, eine Strategie von Allbausanierung, wofür in allem auch Leute mit Mannergeld erreicht, was das Subsidien nicht können sicherstellen. Eine Wohnungspolitik, die durch neue Akzente, neue Wohnformen, auch junge Leute, Leute mit Mannergeld, besser Wohnmöglichkeiten gibt. Und wir brauchen eine Digitalisierungssteuer, eine Steuer auf Finanztransaktionen. Auch Dore Schiffer. Gemäß Berechnungen gibt eine Finanztransaktionssteuer von nur 0,01% auf hochspekulativen Derivaten allein in Europa 60 Milliarden Euro bringen. 60 Milliarden Euro für 0,01% Steuer. Ob Wert wurde mehr. Aber wir müssen noch Demokratie wollen. Dat die Regierung de Memory of Understanding von Google nicht rausgeht, ist nicht akzeptabel. Das ist desto mehr akzeptabel, weil die Regierung auch über den Dossier Wikring, Leiving und Murcht kommt. Und erinnert euch, was Parteien demonstrieren, die heute zum großen Teil an der Regierung sind. Es wäre nicht seriös, dass der Kontrakt zwischen Promoter und Staat nicht offengelegt wird, wir bräuchten mehr Transparenz am Dossier. Aber wo stehen wir dann mit Google? Es kann doch nicht sein, dass Regierungsmurcht so verändert, da sind wir absolut an der Politik Verdrossenheit. Eisenhower Code wird heute als Plan angeregt, gegen die Veröffentlichung von Memory of Understanding. Ich komme zum Schluss von meiner Rede. Als politische Forderungen basieren auf Werte, und gerade die Werte, die wir immer hochhalten als Movement Ökologique, sind die Werte, die am Lockdown, wo viele Leute immer mehr geschätzt gesehen und als positiv empfunden werden. Madeneen, sozialer Zusammenhalt, Zeit für Familie, Natur genießen, raus aus dem Hamsterrad, man schnelllebig leben. Wenn in dafür von einer Relance Ökonomik schwätzt, geht es nicht durch. Wir brauchen eine gesellschaftliche Relance. Zeit als überreif für eine Arbeitszeitmodelle. Ein Grund, da kommt es zu Lützeburg. Eine starke Förderung vom Gemeinwohl, von der Solidarwirtschaft auf vieles mehr zu schwätzen. Mir für diese Wirsel an die Wege zu leiten, für eine nachhaltige Zukunft aufzubauen, wo wir meinen, dass viel mehr Lebensqualität drauf wäre und nicht der Wurst im Repair ist, muss mehr Courage haben. Courage für eine ominöse Diskussion zu stellen, was doch Freiheit bedeutet. Weil das Argument kommt immer rum. CO2-Steuer, man hat Straßenraum für ein Auto, keine Fluchtlinie mehr, da wo zu eine gute Alternative ist, hängt Freiheiten an. Mehr ehrlich, was heißt Freiheit heute? Ich glaube die Freiheit auf billig Fliehen an. Ich glaube Freiheit auf intakte Natur an. Ich glaube Freiheit, ob wir überleben auf diesem Planet an. Und ich glaube noch ganz klar Freiheit an für die Länder und die Leute an den Ländern vom Norden von dieser Welt, dass sie nach dezent können leben und mir nicht vieles Futti machen. Eine Menge Freiheit, nur Freiheit, Energie mehr. Nur übertriebenem Fleischkonsum, der noch nach gesundheitsschädlich ist, oder wer auch immer, musst du abhalten, wo ein andere Leute schürt. Das ist die Grundvorstellung vom Freiheitsbegriff. Sie hält da ab, wo sie andere schürt. Aber wir müssen uns auch wirklich freuen, ob das, was als Freiheit verkauft wird, als wirklich so wichtig ist. Und elementär, wenn es auf der anderen Seite um Werte geht, wie überlebt auf diesem Planet, soziale Gerechtigkeit, eine Zukunft für die nächsten Generationen, als da wirklich ein Geflehen, Männer, ein Freiheitsangriff. Wir mengen nie. D'autant plus, wo ich muss sagen, dass wir mal nicht endlich konsequent handeln, Zerstörung wird so aus müssen, nun holen, dass irgendein wirklich reelle Freiheitsangriff könnt. Es geht dann nicht mehr ernst. Da werden viel mehr dramatische Maßnahmen nötig sein, wie wir mal frohen, was uns an unserem Leben mehr wichtig ist. Wir müssen aber daneben auch auf allen Niveaus bereit sein, Dissensen, Konflikte und Wühen auszudrohen, auch über diesen Thema von der Freiheit.
Et soll in dat offe soen, déi Moosnamen, die lo mussssen ergraf ginn oder zu Diskussionen stehen, wie d'iwwerlewen fir d'Mënschen op diesem Planet zerméiglechen, sie net immer einfacher bringe viel Diskussionen mat sech. Sicherlich auch an den ONG an der Zivilgesellschaft, mir auch an der breder Bevölkerung mat der Politik, wer eng CO2-Steuers zumut bei, der wie den Fleischkonsum anhängen. Wat mache mir mat der Ausruf vun Egentum verpflicht? Wie stelle mir als überhaupt eng zukunftsfähig Feld 4, an der mir liewe wollen? Wie eng soziale Umverdelung get uverstreeft? Dat sind frohen symbolhaft wie andere. Et wird nicht immer einfach gehen, Konsens zu finden. Mir das neidisch an das hoffnungsvoll. Wir brauchen so Konfliktfähigkeit. Wir müssen am Respekt mit dem anderen einfach bereit sein, über Zukunftsstellen zu schwätzen. Das ist nicht schlimm, wenn den alle wühlen hört. Wichtig ist, gemeinsam dringen in zukunftsfähig Werte. Das am Respekt vom anderen und am offenen Ausdrucken von Argumenten. Wir brauchen auch noch mehr Zukunftsbilder. An der Umweltpsychologie ist eng zentral froh, wie Veränderungen hinkriegt. Dadurch, dass Bilder Fakten auf den Tisch legt, wie schlimm es ist, zum Beispiel der Spieler vom Eisberg, dem jo franchement de Boden mit der Füße wegspricht. Oder durch Motivation und Courage machen. Dann war das einfach. Nimmen durch beides. Nimmen schei Bilderweise geht nicht. Nimmen Katastrophenweise ganz sicher auch nicht. Das lebt. Dafür sollen wir den Courage haben, an einem Mix weiter beides zu machen. Dramatik von der Situation durchlehen, weil das dramatisch, aber parallel positiv Zukunftsbilder an den Fokus regeln. Vielleicht noch mehr, muss man das noch mehr machen wie bisher. Ich komme ganz zum Schluss. Dafür, wenn die, wenn nicht los so mehr stehen auch aufgrund von den Erfahrungen durch Covid ab, ein kleiner Wendepunkt an unserer Gesellschaft an. Wir sind an einem Bruch am ganzen System. Wir sind an einer neuen Phase von der Bewusstseinsbildung für viele Leute. Komm, wir nutzen die Phase, komm, wir nutzen den Bruch, für eine andere Richtung anzuschlagen. Es darf durch Covid kein Zurück mehr gehen an Phase 4 Covid. Wir setzen uns an für eine mehr gerechte Welt, wo Wohlstand gerecht verteilt wird, die Lebensqualität für Wurstem steht, Lebensgrundlagen erhalten bleiben, und Solidarität am Madennehmen die Großleitbilder von unserer Gesellschaft sind. Wir setzen darauf, dass die Leute, wir als Zivilgesellschaft, mehr wie je diese klare Message in Politik gehen, handelt, weiß die Entscheidungsfähigkeit, die an der Covid-Phase hat. Und wir unterstützen eine Politik, die nicht auf vermeintlichen Stimmfang geht, mir ihre Responsabilität überhält. Veränderungen auf dieser Welt kommen oft von innen und durch Minoritäten. Frauenbewegung, Arbeiterbewegung, do stark engagiert gesellschaftlich Leute, Gruppen, Veränderungen aufgrund von gemeinsamen Werten und Leben und Zukunftsvisionen bewirkt. Unser Kongress, das Engagement vom Mouvement Ökologique auch im Jahr 2020 soll gerade für diesen Engagement und Zukunftsbilder stehen. So nicht, merci.